Partner vu Venio SRL präsentieren ich d'Automotorshow. Lo kann ich mich noch ganz gut erinnern, wie fort an die Jahre 1997 bis 2009 ein kleiner Coupé am Namen Puma gebaut und verkauft wird. Lo bald 20 Jahre mehr spät meldet sich fort mit dem Puma herum, aber an einem anderen Sektor, und das am Crossover SUV. Das ist ein kleiner Crossover-SUV auf der Basis von neue Fiesta. 4,21 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,55 Meter hoch. Allerdings mit einem Radstand vis-à-vis von seiner Basis, dem Fiesta, 10 cm verlängert. Und hält Platz an einem Segment, wo die Konkurrenz groß geschrieben wird. Aber wie die 5-tierige Crossover an der Farbe vom Dynamic Blue Metallic an der Version ST-Line ich ausspricht, sollen die Spieler ich weiterhelfen. Am Interieur vom Puma spiegelt sich die neue Fiesta auch auf viele Details herum. Am großen Ganzen wirkt der Interieur mit seiner Platz voll und gut verschafft. Das Kombi-Instrument zwischen zwei runden Instrumenten ist gut platziert, lässt sich auch personalisieren und bietet viele Informationen an. Wobei sogar ein Hybrid-Ikon darauf hinweist, ob die Puma Leistung rekuperiert oder extra Leistung und den Motor aufgeht. An der Mitte vom Cockpit steht auch ein Monitor, der für den Audio- und Navigationssystem und so weiter zuständig ist und gut auflesbar ist. Fort gibt es ein kleines Crossover-SUV auch ein breit offen und Sicherheitsassistenzsysteme mit auf den Weg. Beim Radklammen fällt direkt die mehr hohe Sitzposition ab, so wie dadurch typisch bei einem Crossover-SUV soll sein. Wobei die serienmäßig sportlich Sitzer den guten Seitenhalt vom Reck bieten. Durch der Hand sitzt den noch mit normal guter Platz für Bein und Kopf. Sollen aber mal 3 erwachsene Personen neben den transportiert gehen, kann es aber mal mehr eng gehen. A punkto Mal haben sie sich bei Ford deutlich Gedanken gemacht. Es passen 456 bis 1216 Liter Ladevolumen heran, an dat van die Hënnechbank am Verhältnis vu 40 zu 60 ëmgelegt ass. Ford huet hai nach weiter experimentéiert an huet den Hoelerraum so e Jean Megabox vun 80 Liter ënner dem Bodem vun der Mal agebaut. Mat enger Breet vu 76 cm, enger Längt vun 75 cm an enger Dave vun 30 cm. Eng verstoppte Platz, die ziemlich viel kann erstiechen. A ganz nebenbei auch Teicht vom Transportieren immens vergrößert. Ein Köcht Gedrängs kann gut Kielgestalt gehen, sowie die kleine Mupp dran gewäscht kann gehen. Oder sind knaschte Stiefelen mam Gerdeschlag aufwäschen kann. Weil hai hun sie sogar ohne Stopp gedurcht, den Ran an Ras gestacht kann gehen. Ein kleinen Highlight, den ich so noch bei keiner anderen Marke gesehen habe. Gefuhr sie man am Puma den ënner dem Kapo en 3 Zylinder, 1 Liter Benziner EcoBoost Hybrid leiien hat. Ein Motto, den sich auch am Ton bemerkbar mischt, an der Verbindung mit einer manueller 6-Gang-Watt 125 PS Leistung bietet, und durch eine Hybrid-Unterstützung bis auf 210 Newtonmeter bei 1750 Umdrehungen an der Minute klemmt. Durch sein Hybridsystem kann der Ford Puma aber nicht rein elektrisch fahren. Aber sein kleinen Elektromotor steht dem Benziner besonders beim Auffahren oder an niedriger Drehzahl zur Verfügung und hilft den Spritverbrauch auch aufzusetzen.
Iwer dem Fuhren merkt ihr noch, dass den Elektroundriff bis zu 50 Newtonmeter zusätzlich spendiert. Und noch so der Turbolach am innersten Drehzahlbereich elegant erwächtigt. Was für einen kleinen SUV schon respektabel ist. Ein Benzinsfunner gibt der Puma weder durch sein Hybridsystem noch durch sein Dreizylindermotor. Offiziell geht fort nur der neue WLTP-Norm 5,5 bis 5,8 Liter auf 100 Kilometer un, eng Zahl, ein Verbrauch, die ich nimmen 3,4 Liter Sprit auf 100 Kilometer überboten hun. Der Puma lässt sich sehr auf Touren bringen, wobei die Beschleunigung am 5. und am 6. Gang echt Lärm ist. Der 6. Gang von der präziser, gut übersätener Boîte als für mich reinen Autobahnsgang für den Puma auf Tempo zu halten. Bei dem knapp 1,3 Tonnen schweren Auto lädt maximal Vitesse laut Ford auch hier 190 km/h und Vitesse von 0 auf 100 km/h bei 9,8 Sekunden. Mit seiner elektromechanischer Servosteuerung lassen sie auch präzise und mit Leichtigkeit renkeln. Sein Fuhrwerk, seine Suspension ist perfekt. Lädt gut Makadam, wackelt doch nicht bei normaler Vitesse an den Keieren. Lässt sich auch mit einem Fernmodus-Schalter und all Vorsituationen anpassen. Der Ford Puma huet awer ke 4x4 mat du Bord an also so wie die meescht vun senge Kollegen an senger Klasse net richtig fir de Crossover fuhren am Gelände ekipéiert. Die Kölner Hummer am Puma eng attraktiv Offer an dem kleinen SUV-Segment gebaut. E bëssen sportlichen Optritt, Motto mat hybride Technik, an am Detail clever Lesungen. An so dirft de Puma auch geschwoen unterspëtzt vum kleinen SUV-Feld o kratzen.